Grüß miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama heute aus Thun. Folgende Beiträge haben wir heute für euch in der Sendung. Klausereit. Ein Herz für heisse Öfen und kranke Kinder. Sportlerin und Sportler des Jahres. Grossière für Kambunchi, Odermatt und Federer. Der Klausereit ist Kult. Wenn Sammy Klaus mit ihren Weihnachtstöpfen durch die Innenstadt von Thun fahren, dann zieht das die Masse an. Beim Anlass im Rahmen des Sonntagsverkaufs geht es um das Sammeln für einen guten Zweck. Der Manuel Glaser war dabei und nimmt euch mit. Es ist ein Anlass im Rahmen des Sonntagsverkaufs, Innenstadt, Weihnachtsverkauf. Wir mit Sammy Klaus hier ein Corso fahren, um 12:30, um 2:30. Da müsst ihr mal mitfahren. Es ist einfach unglaublich. Die Kleinen und die grossen Kinder, manchmal mit grauen Haaren, mit glänzigen Äugeln, wo die 30, 40 Sammy Klaus sehen, schön dekorierte Töpfe. Jawohl, seit über 20 Jahren und wir haben schon weit über 100'000 Franken an dieser Gesellschaft geben. Professionelle Märchenerzählerinnen oder eben Gesellschaft Muskelkrank. Und das ist ein schönes Gefühl. Jetzt kommen wir langsam in ein Alter rein, wo man muss sagen, ist es noch zeitgemäss. Und wenn ich abends sehe, morgen um 8:30, wenn 30 Leute hier sind und können Bänke abladen und ein Zelt stellen und die Richtung machen für Kochen und Kaffee fertig und weiss der Teufel was alles. Und wenn ich das nicht sehe, wie die Leute arbeiten, dann weiss ich, dass es richtig und wichtig ist, dass man einfach einen Teil von seiner Zeit für Leute gibt, denen es nicht so gut geht. Wenn man das sieht, dass man vielleicht sich mal daran erinnern, dass es einfach wichtig ist, dass man einfach einen Teil von seiner Freizeit, wenn es einem gut geht, für Leute investieren, wo es nicht so gut geht. Und wir sind jetzt eigentlich so ein bisschen in einer Wachablösung. Wir sind alle so um die 60, 65. Und da hätten wir Freude, wenn sich Leute melden und sagen, da kann man ja auch helfen. Und dass wir das in einer nächsten Generation übergeben könnten. Das wäre für mich eine Wunscherfüllung, wenn wir das machen könnten. Super. Moshinga Kambunchi und Marco Odermatt heissen die Sportlerin und der Sportler des Jahres 2022. Ein bisschen überraschend war auch der Roger Federer des Sports Awards dabei. Der Tennismaestro hat den Ehrenpreis vom Schweizer Sport bekommen. Überreicht hat ihm den Preis die Sportministerin Viola Amherd. Ist anders natürlich, ist auch irgendwo unerwartet gekommen. Gleichzeitig, klar, ist Karriere vorbei und ist viel passiert und Ehrungen gehören irgendwie zum Sportbusiness unterdessen natürlich, aber in der Schweiz geehrt zu werden und vor allem eben mit etwas jetzt, was schon seit 15 Jahren nicht mehr der Fall war, seit dem Adolf Ogi, freut mich natürlich extrem, auch einfach wieder in der Sportfamilie wieder zu sein, einen Applaus zu hören. Aber eben auch bewusst sein, nochmal, was habe ich erreicht, nicht nur jetzt gerade dieses Jahr, weil ich bin ja vor allem im Training praktisch gar nicht auf dem Platz, aber eigentlich die letzten Jahre alles und meine ganze Karriere eigentlich ist natürlich lässig, toll, ich freue mich riesig und ist am Schluss eben eine riesen Ehre natürlich. Es ist für mich wirklich unglaublich schön, ich bin mega stolz und es bedeutet mir wirklich sehr viel, dass ich diesen Preis heute mit heimnehmen und so meine Saison ehren, die wirklich unglaublich schön war. Was war speziell in dieser Saison? Vielleicht noch einen Rückblick schnell. Ja, 2 Titel geholt. Das ist etwas, was ich mir irgendwie, als ich jünger war, gar nicht träumen konnte. Und jetzt, dass ich das dieses Jahr geschafft habe, eine halbe WM und eine EM und nachher mit 3 Medaillen dürfen die Saison aufzuhören und dann auch mit einer erfolgreichen WM, ist wirklich unglaublich schön. Kannst du die Leistungen, die du in diesem Jahr gemacht hast, noch toppen? Ja, ich glaube, man kann es immer toppen. Es wird natürlich immer schwieriger, aber das ist das, was Spass macht, die Leichtathletik, dass man wieder zurück ins Training kann, dass man dann an dem fühlt, was noch nicht optimal war. Und ich glaube, das Perfekt bringt man es auch nie her. Und darum gibt es immer irgendetwas, was man noch ein bisschen verbessern kann. Aber wie schwierig wird es im Alter,
noch schneller zu werden? Ja, wir haben sehr viele Beispiele, mittlerweile in Leichtathletik, vor allem im Frauensprint, die zeigen, dass man noch gut bis 35 kann besser werden kann oder eigentlich die beste Saison machen kann, jetzt wie die Weltmeisterin von diesem Jahr. Darum bin ich wirklich sehr zuversichtlich, dass ich die nächsten Jahre auch noch schneller werden kann. Zum zweiten Mal in Serie bist du Sportler des Jahres. Was bedeutet dir dieser Preis? Ja, sehr viel ist klar. Die Bühne dürfen zu teilen mit gigantischen Schweizer Sportlern. Man hat es heute gehört, auch die Rückkehr von Roger, von Dario Colonia, Nicola Spürig und nachher mit auch Aktiven, die gerade so starke Leistungen gezeigt haben. Das ist wunderschön. Wie war der Abend für dich? Was waren so die Highlights? Also Roger Federer war noch auf der Bühne. Du hast auch noch eine Videobotschaft bekommen von Didier Güsch. Ja, ich glaube, es gibt jedes Jahr sehr viele Highlights, sehr viele Gänsehaut-Momente. Ob das eben die Videobotschaft von Didier war, die mich sehr gefreut hat, ob das Wiedertreffen von Roger hier auf dieser Bühne ist natürlich definitiv etwas Einmaliges und vielleicht das letzte Mal, wo man zusammen auf so einer grossen Bühne stehen darf. Ich freue mich riesig für sie. Ich finde es absolut die richtige Wahl, aber gleichzeitig die anderen hat es genauso verdient. Das ist so brutal, finde ich, unter Sportler jemanden zu wählen, auch für die Zuschauer wie für die Medien und alle, die am Schluss irgendwo müssen entscheiden. Ich sehe es immer so ein bisschen mit Zähneknirschen. Oder? Natürlich auf der einen Seite die Riesenfreude für Marco und die Mushinga und dann auf der anderen Seite tut es mir enorm leid, weil viele gehen eigentlich ein bisschen als Verlierer weg, obwohl die Saison ja unglaublich war und und vor allem noch eben Goldmedaillen. Wir reden von Olympiagold, wo nicht einmal den Sport des Jahres holen. Tut mir leid natürlich, aber das schmälert ihren Erfolg überhaupt nicht und ich hoffe, das sehen Sie auch so. Ich bin auch schon auf der Verliererseite gesehen und wichtig ist, dass du weiterhin natürlich deinen Weg gehst und Erfolg kannst feiern und natürlich glücklich bist im Leben überhaupt. Und jetzt noch zum Wetter. Ob es in den nächsten Tagen auch so kalt ist, sagen euch die Kollegen von Media News. Weitere spannende Artikel von uns findet ihr auf jungfrauzeitung.ch. Das wäre es von uns. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern am Montagabend. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind gut in die neue Woche gestartet, auch wenn es nicht überall für Sonne gelangt hat. Zum Teil ist der tiefe Hochnebel, den wir hatten, hartnäckig geblieben über dem Flachland, aber sonst hat sich die Sonne gut in Szene setzen, am besten natürlich in den Bergen. Es erreicht uns jetzt aber schon wieder feuchtere Luft in der kommenden Nacht und am Morgen am Dienstag ausgehend von dem Tiefdruckgebiet hier über dem Atlantik. Entsprechend nimmt die Bewölkung in der Nacht zu. Morgen gibt es hier und dort noch ein paar Aufhellungen, aber es ist definitiv nicht mehr viel Sonne. Grundsätzlich ist es mehrheitlich grau und es kann im Laufe des Vormittags, vor allem hier Richtung Berge, dann auch die ersten paar Schneeflocken geben. Es gibt wieder eine eisige Nacht, Temperaturen morgen zwischen etwa -7 und -4 Grad. Ja, und morgen Nachmittag geht es dann stark bewölkt weiter. Die letzten Aufhellungen schliessen sich also. Nachmittag schneit es auch hier und dort ein bisschen bis in tiefe Lagen. Mengenmässig ist es aber nur wenig und die Temperaturen bleiben im frostigen Bereich. Einen weiteren Eistag wird es geben mit maximal -3 bis -2 Grad. Im Mittelland haben wir ganz leichte Brise, auf den Bergen bläst morgen ein kräftiger Westwind. Ja, und dann erreicht uns deutlich mildere Luft auf den Mittwoch her. Wir sehen hier die Temperaturen dann wieder im positiven Bereich bis etwa 6 Grad. Vorübergehend wird die Schneefallgrenze auf rund 2000 Meter ansteigen. Achtung, in der Nacht auf den Mittwoch kann es stellenweise auch ein bisschen Eisregen geben. Also dann, wenn die Böden noch kalt sind und gefroren, aber gleichzeitig die Schneefallgrenze schon mal wird ansteigen. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag sehr wechselhaftes Wetter, gelegentlich Niederschläge. Die Sonne kann sich auch mal zeigen. Zwischendurch die Temperaturen gehen bis am Freitag wieder retour und da wird dann auch die Schneefallgrenze wieder bis in tiefere Lagen absinken. Das Wochenende sieht nach aktuellen Unterlagen vor allem in den Bergen sehr schön aus. In den tiefen Lagen hat es zum Teil Nebel oder Hochnebel. Das waren meine Damen und Herren vom Jungfrau-Zeitungswetter. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Montagabend.